Hey, wir sind mitten in einer Serie «Wer es glaubt, wird selig». Und wir haben, glaube vor 2 Wochen das letzte Mal den Gottesdienst gehabt, oder die Predigt. Und ich möchte euch so auf 3 Sachen mitnehmen. Vielleicht hast du die auch verpasst, dann ist es besonders gut. Ich möchte euch auf 3 Sachen mitnehmen, die ich irgendwie mitnehmen durfte, die ich lernen aus dieser Predigt, aus dieser Serie. Ich habe erstens gemerkt, hey, Zweifel und Glauben, das ist nicht das Gegenteil oder vielleicht sogar der Find vom Glauben. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir ganz viele Leute, die zweifelt haben. Und so tut es gut, das einfach zu wissen, um zu sagen, hey, ja, wenn auch bei mir solche Fragen auftauchen, dann bin ich in bester Gesellschaft. Und der zweite Punkt ist, wo ich gemerkt habe, so Fragen und Zweifel, wenn du das jetzt gerade nicht hast, dann musst du das nicht irgendwie extra pushen und dir extra irgendwas holen, sondern das ist nicht notwendig für deinen Glauben. Aber es kann hilfreich sein, eine gewisse Krise zu überstehen oder in einer gewissen Situation im Leben auch weiterzukommen. Dort haben wir so verschiedene Glaubensmodelle angeschaut und das ist einfach wichtig zum Wissen, gut zum Wissen, dass es für die einen wichtig ist, für andere vielleicht gerade nicht so. Und der dritte Punkt ist, Gott kann deine Zweifel und Fragen an Glauben, an die Bibel, an ihn selber ganz gut handeln. Mehr wie wir, oder besonders wir Pastoren, vielleicht manchmal Gott auch zutrauen. Und wenn du keine Fragen an Glauben hast, dann ist das übrigens auch voll gut. Dann bist du vielleicht heute gerade ein bisschen da und denkst, die Predigt ist vielleicht nicht so für mich. Aber ich ermutige dich trotzdem zum Zuhören, weil du wirst ganz sicher Leute kennenlernen, die so Fragen und Zweifel im Glauben haben. Und das ist immer gut, wenn man dann vielleicht nicht unbedingt gerade schon eine fertige Antwort parat hat, aber ein bisschen weiss, wo vielleicht der andere gerade steht im Leben. Und heute möchten wir uns mit der Frage auseinandersetzen, hey, was passiert dann, wenn so ein Glaubensfundament anfängt zu bröckeln? Wenn so Fragen anfangen auftauchen, was können wir dann machen? Kann man das überhaupt gesund machen? Weil eine Angst kommt doch dann intuitiv, wenn so ein bisschen Fragen kommen. Könnte es nicht auch sein, wenn ich jetzt anfange, das hinterfragen, dass ich vielleicht sogar meinen Glauben irgendwann an den Nagel hänge? Dass ich irgendwann merke, hey, der Gott oder die Kirche, das passt mir so nicht mehr, ich muss jetzt abschliessen mit dem. Die Angst kann man haben. Und da tut es gut, zu merken, hey, das muss überhaupt nicht so sein. Es kann aber auch sein, dass du sagst, hey, jetzt habe ich mich für den Gott investiert, in die Kirche investiert, Zeit und Geld investiert. Und wenn du dann plötzlich merkst, gibt es echt den wirklich? Ich kann es ja gar nicht wissen. Was passiert dann? Wie gelingt gesundes Hinterfragen an Glauben? Diese Fragen möchten wir uns heute stellen und ich hoffe, euch ein paar Antworten zu geben. Nicht alle, aber vielleicht einige. Und wir möchten entdecken, was dann wir Menschen so für kreative Ideen haben, wie wir auf so Fragen und Zweifel im Glauben reagieren können. Sind ihr dabei? Let's go! Also, viele Leute kommen irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt, wo der Glaube, so wie sie ihn kennengelernt haben, so wie er vielleicht am Sonntag auf der Bühne predigt wird oder so wie du in der Bibel liest, irgendwie nicht mehr mit dem übereinstimmt, was sich in deinem Leben zeigt, vielleicht auch, was du erlebt hast. Das kann zum Beispiel sein, dass die Art, wie du deine Bibel verstehst, nicht mehr mit dem, was du fühlst, was du handelst oder was du bei anderen siehst, übereinstimmt. Und dann fängt so eine Spannung an zu wachsen, es wird langsam unangenehm. Einfach gesagt, wenn deine Erfahrung nicht mehr mit deiner Überzeugung übereinstimmt, dann gibt es so eine Spannung. Dann bildet sich so eine Unvereinbarkeit. Man bringt es irgendwie einfach nicht mehr zusammen und man weiß nicht, wie man das lösen kann. Das nennt man, es gibt einen speziellen Fachbegriff, das heißt kognitive Dissonanz. Muss man nicht unbedingt auswendig lernen, aber es kann helfen, kognitiv, also in unserem Denken, eine Dissonanz, irgendeine Unvereinbarkeit, so eine Spannung. Und die gibt es, glaube ich, in jedem Aspekt des Lebens. Aber für heute Morgen ist das natürlich besonders interessant. Hey, wo haben wir das im Leben als Christen, so Spannungen? Oft, aber nicht immer, hat das mit der Bibel zu tun. Vielleicht liest du am Montagmorgen in der stillen Zeit etwas, das dich verwirrt, beängstigt, vielleicht sogar ein bisschen verstört. Zum Beispiel gibt es da Texte im Alten Testament, viele von uns, in der Passion 365 oder einige, und du kommst vielleicht zum ersten Mal so an die Bücher an, wo Israel das geheiligte Land endlich bekommt von Gott und du merkst so, also so schön, wie es im Kindergottesdienst schon mal erzählt worden ist, ist es irgendwie nicht gewesen. Und irgendwie präsentiert sich da Gott auch plötzlich von einer anderen Seite, die du nicht gekannt hast, wo sich vielleicht auch im Neuen Testament anders anfühlt. Und du hast Fragen. Oder es gibt Texte im Neuen Testament, dort scheint spannenderweise der Paulus an gewisse Gemeinden zu sagen, hey, Frauen sollen sich ruhig im Gottesdienst verhalten, sie sollen nicht lehren und sie sollen daheim ihren Mann fragen, was denn damit gemeint ist. Und dann merkst du, aber bei uns in der Kirche, da moderieren die Frauen, da schwätzen die Frauen im Gottesdienst, die leiten sogar. Wie geht denn das? Und wenn du die Spannung all-inclusive haben willst, dann gebe ich dir einen Tipp, dann musst du es so wie ich machen.
Du willst Theologie studieren und wählst dafür einen Ort im schönen Berner Oberland mit schöner Aussicht. Und die Bibelschule ist der Meinung, dass Frauen nicht predigen, nicht leiten sollten, weil sie finden, die Texte die sind für jede Kirche auf der ganzen Welt wichtig und prägend. Und dann wird es noch ein bisschen spannender. Eine andere Bibelschule kommt an die Bibelschule für ein Wochenende, so ein Kick-Off-Weekend. Die sind ein bisschen wilder unterwegs. Und dort lernst du plötzlich so eine junge Frau kennen und denkst so, oh wow, okay. In dieser Bibelschule hätte ich vielleicht anfangen zu studieren. Und dann merkst du, warte jetzt mal, wenn jetzt aber mein Dozent sagt, das geht dann aber nicht da mit Daten und so. Das hat er nicht gesagt, by the way. Aber einfach die Spannung ist aufgekommen, um zu merken, hey, die einen sagen, die Frauen dürfen nicht predigen, aber was mache ich jetzt, oder? Ja, es war auf alle Fälle eine Spannung. Wir hören dann nachher noch, wie sich die aufgelöst hat. Aber so Zweifel gibt es und die kommen immer wieder. Wir lesen also Sachen in der Bibel, die nicht vielleicht mit unserem Bild von der Welt, mit unserem aktuellen Bild übereinstimmen. Wie können wir das lösen? Das erkläre ich euch erst später, weil wir müssen nämlich lernen, mit so Spannungen im Glauben, im Leben umzugehen. Es gibt nämlich noch eine zweite Spannung. Und die kommt auf, wenn du Sachen erlebst in deinem Alltag, die dich in deinem Glauben verwirren. Das kann sein, das Leid auf dieser Welt. Nicht mal unbedingt selber erlebt, sondern du liest einfach die Zeitung und merkst, hey, irgendetwas, wieso? Wir lesen doch von dem guten Gott, ich glaube doch an den guten Gott. Wir singen immer nur positiv über den Gott, der alles kann und alles macht. Wieso passiert dann an gewissen Orten auf der Welt so viel Leid? Vielleicht ist es ein geistliches Vorbild von dir, wo fällt, wo unmoralisch lebt und du merkst, hey, das ist doch der Mann Gottes gewesen, der immer alles richtig gemacht hat und jetzt so etwas. Vielleicht hast du schon mal in einer Kirche oder mit einem anderen Christ Knatsch gehabt, einen geistlichen Missbrauch erlebt, wo du gesagt hast, das hat mich irgendwie befremdet und seitdem ist es irgendwie schwierig. Und vielleicht sind auch die gar nicht mehr unter uns, weil sie sagen, hey, Kirche ist für mich Geschichte. Und vielleicht gibt es aber auch Leid in deinem direkten Umfeld. Ich habe dieses Jahr ein Jubiläum, ich feiere mein 10-jähriges Achillessehnen-Problem. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas zum Feiern, aber manchmal hilft Ironie ein bisschen, um mit solchen Sachen besser umzugehen. Ich habe irgendwie Muskeln, das ist irgendwie angeboren, dass sich die weniger schnell entspannen. Und durch das, wenn ich ein bisschen zu viel oder sogar auch zu wenig Sport mache, zeigt sich das dann in den Sehnen. Und ich komme eine Entzündung über und das ist relativ mühsam. Dann muss man immer wieder mal zu einem Arzt und dann finden wir nichts Richtiges raus. Und dann bist du neidisch auf alle die viel mehr Sport machen wie du. Und es ist irgendwie einfach mühsam, weil seit 10 Jahren bete ich dafür, viele andere Menschen in meinem Leben beten dafür. Und es passiert irgendwie nicht. Und es gibt noch andere Beispiele. Vielleicht verlierst du eine nahestehende Person in deinem Umfeld an einer Krankheit und du merkst, hey, da tut sich etwas auf, wo irgendwie plötzlich, es fühlt sich nicht mehr richtig an, am Sonntagmorgen zu singen, hey Gott, du bist gut, wenn du es in deinem Alltag nicht erlebst. Und vielleicht betet ihr in eurer Kleingruppe für ein Ehepaar, das schon seit längerem kein Kind bekommt. Und Gott scheint nicht einzugreifen. Hey, und das sind so einfach harte Brocken, wo du merkst, da tut sich eine Spannung auf, die einfach nicht so schnell weggeredet werden kann, die ich nicht einfach ignorieren kann, nicht ignorieren. Und es wird schwierig. Und die Spannungen müssen wir manchmal aushalten und es tut auch gut, die Spannungen gemeinsam auszuhalten. Darum sind Small Groups einfach so wichtig, wo wir das zusammen durchstehen können. Auch wenn nicht einfach immer alles wieder gut wird. Es gibt also auch den Moment, wenn du Sachen erlebst, die nicht mit deinem Gottesbild übereinstimmen. Und man fängt an zu fragen, hey, ist der Gott noch gut? Kann der Gott noch heilen? Will er heute noch heilen? Warum lässt Gott solche Sachen passieren? Warum machen Menschen, die sich Christen nennen, aus meiner Sicht so schlimme Sachen? Bringt mein Gebet überhaupt etwas? Die Frage kommt auf und man merkt, wie lösen wir das jetzt wieder? Und so langsam möchten wir aber auch versuchen, eine Lösung darin zu finden. Wie gehen wir mit dieser Spannung um? Ich glaube, wir Menschen tendieren immer wieder gleich in diesen Sachen und versuchen das auf 3 verschiedene Varianten zu lösen. Die erste Variante ist, dein bisheriger Glaube verändert sich. Man könnte auch ein bisschen provokativ sagen, ich passe meinen bisherigen, nicht hinterfragten Glauben einfach an. Ich passe ihn an. Und irgendwie tönt sich das so ein bisschen selbst zusammenbastelt und sagt, ja, da nehme ich ein bisschen etwas raus, den Teil ignoriere ich und dann nehme ich da wieder ein bisschen etwas. Das meine ich nicht. Ich meine vielmehr, dass das, was du bis jetzt vielleicht gar noch nicht hinterfragt hast, so tiefgründig, dass du an dem nochmal nachdenkst. Oder überprüfst, was du oder Kirche oder andere Gruppierungen bis jetzt geglaubt haben und merkst, das ist gar nicht so stimmig.
und kommst vielleicht zu einem neuen Bild, das für dich mehr passt. Wenn du also keinen Weg findest, deine Überzeugung mit deiner Erfahrung in Einklang zu bringen, dann ist ja vielleicht deine Überzeugung falsch. Es ist nicht so, wie du bis jetzt gedacht hast. Oder vielleicht sogar Gott nicht der, für den, wo du ihn gehalten hast. Und du beginnst das zu hinterfragen und kommst zu einer neuen, passenderen Überzeugung. Und das hat eben genau das Potenzial, einerseits ganz viel Gutes auszulösen und andererseits aber auch ein bisschen gefährliche, negative Aspekte da drin. Das positive Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, ist in dieser Frage bei mir, ob Frauen predigen dürfen oder nicht. Ich bin in einer Spannung, weil mein ganzes Datingleben hat davon abgehangen, wie ich die Frage beantworte. Weil ich gemerkt habe, hey, okay, wenn ich sage, Frauen dürfen nicht predigen, dann kann ich doch schlecht eine Frau daten, die gerade auf dem Weg ist zum Pastorin werden. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch. Und einfach seine Meinung anpassen, nur weil es aus emotionalen Gründen gerade wichtig ist, wäre ja irgendwie der Bibel und Gott gegenüber auch nicht so gerecht. Und ich habe angefangen zu ringen, ich habe angefangen nachforschen, ich habe natürlich eine Semesterarbeit darüber geschrieben, andere Auslegungen angeschaut, ich habe sogar versucht, im griechischen Neuen Testament, im Urtext zu lesen, habe nichts verstanden. Und irgendwann gemerkt, hey, mal, es gibt aber auch Gründe für eine andere Sicht. Dass zum Beispiel jetzt eben der Paulus das an eine Gemeinde damals gesagt hat, weil sie jetzt spezifische Probleme hatten und dass wir das heute so im 2025 auch anders machen können. Und ich habe die Sicht von meiner Bibelschule abgeleitet. Und meine Glaubensüberzeugung hat sich in diesem Punkt geändert. Ich kann nach wie vor nicht 100% sicher sein, dass das, was ich jetzt glaube, stimmt. Und alle anderen natürlich falsch sind deshalb. Aber ihr merkt, dass vielleicht auch da in diesem Thema eine gewisse Spannung immer wieder auch muss und darf bleiben. Und dass auch nicht jedes Thema in der Bibel so zwei Sichten hat und man dann am Schluss in dem Sinne einfach wählen kann, weil das jetzt einem besser gefällt. Es gibt natürlich auch klarere Themen in der Bibel. Und auch weniger klarere, wo man vielleicht dann noch mehr Fragen hat. Es gibt aber auch negative Beispiele, wie sich deine Glaubensüberzeugung verändern kann. Ich glaube ja, dass Gott heilt und dass er eigentlich meine Sehnen könnte heilen oder meine Muskeln. Aber es passiert nichts. Auch da gehe ich vielleicht nochmal in die Bibel und merke, ja mal, da präsentiert sich eigentlich Gott immer als der, der heilt. Was mache ich jetzt damit? Ich komme vielleicht neu zu der Überzeugung, dass Gott damals geheilt hat, damals Wunder hat tun, damit sich das Christentum ausbreitet, aber heute ist es irgendwie nicht mehr so wichtig. Oder vielleicht sogar, Gott hat Gutes damit vor. Gott kann das Leid brauchen. Oder er will mich damit prüfen. Und das sind alles Aussagen, die vielleicht irgendwann im Leben auch zutreffen können oder eine Teilwahrheit haben können. Aber wenn wir anfangen, unser ganzes Leid, das wir selber erleben, in unserem Umfeld erleben, auf das abzuspicken, dann kann es auch plötzlich mal gefährlich werden. Weil sich der Gott verändert. Weil der Gott plötzlich nicht mehr der ist, wovon wir in der Bibel lesen. Und vielleicht hast du es selber auch schon erlebt, dass du so eine Pauschalaussage hörst aus Römer 8, 28. Da drin steht, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Hey, und ganz ehrlich, wenn du in so einer schlechten, mühsamen Situation bist und du so einen Spruch hörst, einfach nicht. Das vertreibst du einfach nicht in so einem Moment, wo du denkst, ich sehe es ja nicht. Wie kann ich das glauben, dass Gott das zum Guten wenden will? Irgendwann mal. Auch wenn er das immer wieder mal tut, aber du kannst es ja nicht wissen in dem Moment und du weißt nicht, was Gott vorhat. Und wie fest er da drin etwas zulässt, etwas zum Guten will nutzen oder es einfach ein Leid ist, wo wir in einer offenen Spannung bleiben müssen. Und die Spannung kannst du auflösen, wenn du auch sagst, ja, ich muss das jetzt über mich ergehen lassen. Aber dein Gottesbild ist dann nicht mehr ganz so, wie wir es in der Bibel entdecken und kennenlernen. Und ich glaube, dass es dich viel mehr von Gott wegzieht, emotional distanziert, als hin zu seinem Herz hin. Und die zweite Möglichkeit, Spannung aufzulösen, jetzt haben wir über die Überzeugung geredet, und die zweite Möglichkeit ist natürlich einfach, dass du deine Erfahrung, das, was du erlebt hast, anpasst. Wenn du also keinen Weg findest, das übereinzustimmen, dann passt du einfach die Erfahrung an. Und das führt eigentlich immer zur Verleugnung von der Realität. Du kannst ja schlecht anpassen, was du ja schon erlebt hast und merkst, das stimmt irgendwie nicht. Vielleicht kann es sein, dass du dann sagst als Beispiel, hey, ich glaube zwar, dass Gott heute auch noch gern heilt, aber bei mir macht er nichts. Und du bleibst bei der Überzeugung, ja, mal, Gott heilt, Gott heilt. Wenn man im Glauben glaubt und viel betet, dann heilt Gott. Und dann merkst du plötzlich, vielleicht bist ja du das Problem. Vielleicht glaubst du zu wenig. Darum macht Gott nichts. Oder ich ignoriere jetzt einfach meinen Schmerz, weil das kann es ja nicht geben. In meinem Gottesbild gibt es kein offenes Leid, gibt es nichts, wo Gott nicht kann. Also gibt es das auch nicht.
und fängst an, einen Großteil von deiner Realität zu verleugnen. Du passest deine Erfahrung an, damit sie nach wie vor zu dem Glauben passt, wo du daran festheben willst. Und wenn ihr merkt, das ist eigentlich nur eine Ski-Auflösung, im Inneren brodelt es da jahrelang weiter. Und auch das ist nicht das Beste oder die beste Art und Weise, wie wir das versuchen, damit umzugehen, wie wir das auflösen können. Und die dritte Möglichkeit ist, die ist besonders nicht zu empfehlen, dass du deine Überzeugung komplett aufgibst. Hey, wenn du merkst, irgendwie passt mir alles nicht mehr in den Rahmen, ich höre einfach auf zu glauben. Ich habe mal geglaubt, dass Gott heilen kann, aber ich habe so oft gebetet, für mich, für andere, und es ist einfach nicht passiert. Ich kann nicht mehr glauben, dass es einen guten Gott gibt. Das sind dann solche Sätze. Ich kann nicht mehr glauben, dass Gott allmächtig ist, weil er es ja nicht mehr macht. Und so kann sich die Sicht auf Gott und die Bibel verändern. Und im Extremfall, ja, das kann sein, dass Leute sagen, hey, mal, ich hänge meinen Glauben an den Nagel. Das ist nicht mehr für mich. Aber ich merke das auch bei mir, dass es schon in einem kleineren Ausmaß kann sein, dass wenn Leute, Jugendliche zu mir kommen und sagen, hey, kannst du für mich beten, ich habe da und da irgendwie eine Krankheit, mein Bein tut weh. Und ich merke, hey, vor 12 Jahren hätte ich voller Glauben gebetet. Und heute merke ich, irgendetwas hemmt mich. Ich bete sehr gerne für die Person und ich will glauben. Und gleichzeitig merke ich, dass ich nicht immer 100% glaube, dass Gott an diesem Abend etwas wirken kann. Und merke dort, dass sich irgendwie mein Gottesbild auch verändert hat. Und dort drinnen einfach zu versuchen und zu sagen, hey Moll, ich sehe es ja, ich lese auch immer wieder, ich höre von Leuten, die geheilt werden. Auch wenn das nicht alle sind. Das ist so im schlimmsten Fall noch etwas, das sich auch anpassen kann, das dann eben nicht mehr ganz so gut ist. Und die grosse Frage ist jetzt, wie können wir unseren Glauben verändern lassen, wie können wir die Spannungen auflösen, ohne dass es so negative Aspekte hat. Wie kann sich der Glaube so verändern, dass es uns näher zu Gott, näher zu seinem Herz bringt, anstatt dass wir uns mehr von ihm weg entfernen? Du fragst dich vielleicht, gibt es ein passendes Beispiel aus der Bibel, wie man mit dieser Spannung umgehen kann? Natürlich, für das sind wir da, Sonntagmorgen, der Pastor. Ich werde dir keine Anleitung geben, eine 3-Schritt-Anleitung direkt aus der Bibel von einem Zweifler, wie das funktioniert. Aber ich glaube, wir finden ganz viele Leute in der Bibel, die Zweifel haben, wo wir so Tipps und Tricks können anschauen können, herauslesen, wo man merkt, hey, mal, so sind die mit Zweifel im Glauben umgegangen. Wir haben den Moses, den Habakuk, den Hiob, den David, den Zacharias, den Petrus vor Pfingsten, den Petrus nach Pfingsten, den Petrus eigentlich immer, den Thomas, den Apostel und sogar den Johannes den Täufer. Das sind alles kleine Zweifler gewesen und doch irgendwie grosse Glaubenshelden. Du fragst dich vielleicht, Johannes der Täufer, das soll ein Zweifler sein? Ja, das war doch der Cousin von Jesus. Selber ein Prophet, und zwar noch so der letzte von der alten Garde, so Alttestament-prophetlich. Das ist so, du sagst etwas und dann tack passiert es, oder? Er war der Sohn von einem Priester. Irgendwie musst du doch sagen, hey, also der kann doch nicht zweifeln, der hat doch einen festen Glauben. Johannes ist irgendwann ins Gefängnis geworfen worden, weil er ein bisschen unsmart dem König von dem Ort gesagt hat, was er alles falsch macht. Also das hat er schon richtig gemacht, aber wenn du das dem König sagst, kommt es halt nicht so gut. Er ist ins Gefängnis gekommen und nach einer Weile hat er nicht mehr gewusst, was Jesus macht, wo er ist und so. Und er hat angefangen zu zweifeln. Und er hat irgendwie das offensichtlich mit seinen Jüngern berät. Und das ist auch spannend, dass es noch seine Jünger gegeben hat, weil eigentlich müsstest du ja denken, ihr müsst gemerkt haben, dass wir jetzt zu Jesus gehen und nicht mehr bei mir sind. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und wir lesen das in Matthäus 11. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Müssen wir auf einen anderen warten? Ich könnte ja wahrscheinlich jemand vorstellen, wie sich Jesus gefühlt haben muss, als er das gehört hat. Das war einfach so ein Stich ins Herz gewesen. Er sagte, hey Johannes, ich bin doch dein Cousin. Hey, ich habe doch so viele Leute geheilt. Du hast mich doch gesehen. Du hast mich predigen gehört. Du hast deine Leute immer wieder zu mir geschickt. Und du hinterfragst, dass ich der Retter bin. Johannes hat zweifelt. Und ich werde euch 3 Tipps mitgeben, die wir in dieser kleinen, kurzen Geschichte anklingend sehen, wie du mit deinen Fragen im Glauben umgehen kannst. Der erste Punkt ist, bleib verbunden. Der zweite Punkt ist, hinterfrage nicht alles aufs Mal. Und der dritte Punkt ist, such ehrlich und du findest hoffentlich. Erster Punkt, die Johannes hat die Gemeinschaft hinterfragt. Und das sehen wir immer wieder. Auch ein Hiob, der mit seinen Freunden darum gerungen hat, mit seinen Fragen am Glauben, die er hatte. Johannes hat seine Zweifel nicht für sich behalten, er hat die
artikuliert, er hat mit seinen Leuten darüber geredet. Und natürlich auch, er hat es zu Jesus gebracht. Und auch das ist Nummer 1 Option für dich und mich. Jeden Tag, wenn so etwas kommt, direkt das zu Gott bringen im Gebet. Und vielleicht auch an einem anderen Ort. Und ich möchte dich fragen, hast du so einen Ort, wo du so Fragen und Zweifel kannst abgeben kannst? Eine Kleingruppe, Seelsorge, gute Freunde, die E-Mail-Adresse vom Pastor, da kann ich euch helfen, die habe ich. Und ich glaube, es tut einfach gut. Und da eine Ermutigung an dich, wenn du noch nicht in einer Small Group bist, dann geh doch unbedingt aufs Welcome Team oder auf die Uni zu. Es ist der beste Ort, um gemeinsam im Glauben zu wachsen. Und ich kann dir versprechen, dass ab heute in diesem Raum alle ein offenes Ohr für deine Fragen und Zweifel im Glauben werden haben. Weil im Judas 22 steht, kümmert euch liebevoll um alle, die im Glauben unsicher geworden sind. Das also als ein direkter Befehl an dich am heutigen Morgen, wenn jemand auf dich zukommt mit Zweifel und Fragen. Lass zu, lang zuhören, bevor die Antwort gibst und bist mit ihnen unterwegs. Investiere dich in sie. Und der zweite Punkt ist, hinterfrage nicht alles aufs Mal. Das sehen wir nur so ein bisschen implizit beim Johannes, aber er hat nicht einfach das ganze Alte Testament, seine damalige Bibel über den Haufen gerührt und hat gesagt, jetzt ist mir alles egal, jetzt bin ich im Gefängnis, jetzt werde ich Atheist. Sondern er hat gesagt, hey nein, ich zweifle aktuell gerade daran, ob du, Jesus, wirklich der Retter bist, weil ich es offenbar gar nicht mehr gesehen oder nicht mehr glaube. Ein Schritt nach dem anderen. Wenn du mehrere Fragen hast, auf mehreren Orten vielleicht auch gerade Spannungen erlebst, dass du vielleicht die eins nach dem anderen angehst und sagst, hey, was ist gerade dran im Gebet? Und du dort mal Raum schaffst dafür. Und das heisst natürlich auch, dass gewisse Spannungen ein bisschen länger bestehen bleiben. Und mit dem müssen wir lernen, umzugehen. Und da einmal mehr in einer Gemeinschaft geht das einfach einfacher. Und der dritte Punkt ist, such ehrlich und du findest hoffentlich. Johannes ist nicht in die Synagoge gegangen und hat seine alten Gesetzeslehrer gefragt, hey, ist der Jesus der Messias? Wir hätten, glaube ich, alle gewusst, was er dort für Antwort bekommen hat. Hätte er auch machen können. Aber ich glaube, sinnvoll ist es, dass du breit deine Meinung abholst. Dass du den Pastor gehst fragen, mal mit ihm darum ringst. Aber dann auch wieder deine Small Group. Oder dann auch mal einen Internetartikel, wo das Ganze vielleicht auch ein bisschen kritisch schaut. Breit eine Meinung abholen und noch viel besser, wie Johannes, einfach auch zu Jesus gehen und das direkt zu Gott bringen. Und wir möchten schauen, ob sich die Spannung mit Johannes aufgelöst hat, ob er eine Antwort bekommen hat. Wir lesen das in Matthäus 11, 4-5. Jesus antwortete ihnen, also den 2 Jüngern, die von Johannes gekommen sind, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. In anderen Worten, hey Johannes, du musst selber entscheiden, ob du weiterhin an mich glauben willst, ob ich der Messias bin. Aber du musst mir auch nicht blind vertrauen. Ich habe für dich Indizien. Schau mal, was ich alles gemacht habe in der Zeit, wo du im Gefängnis warst. Das ist alles passiert. Das kann dir helfen, in diesem Glauben hinein standfest zu werden, das Fundament zu bekommen. Er hat keinen Beweis gefunden. Er hat den Jesus nicht mehr gesehen, bis er gestorben ist. Aber er hat Indizien bekommen, die seinen Glauben standfest verwurzelt gemacht haben. Und wenn du dann irgendwann mal im Tunnel bist und anfängst, alles zu hinterfragen, und auch wenn es dann alles gleichzeitig ist, dann will ich dich ermutigen, einmal deine Fragen zu hinterfragen und deine Zweifel zu bezweifeln. Weil es kann sein, dass du irgendwann merkst, dass du einfach so in diesem Strudel drin bist von Fragen und dann zusammen einen guten Schritt zurück machen und sagen, hey, macht das überhaupt noch Sinn? Sind die Fragen überhaupt noch fair? Oder sind wir da bei einem Thema, wo es sich vielleicht gar nicht darum lohnt, so viel Gedanken, Zeit zu investieren? Der Paulus erwähnt da drin etwas sehr Spezielles im 1. Korintherbrief. Ihr kennt die Stelle vermutlich, wo es um den Verstand geht und darum, wie wir glauben können, was wir alles wissen können auf dieser Welt. Und er sagt, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Wir werden nicht alles erkennen und verstehen können auf dieser Erde. Gewisse Spannungen werden bleiben. Und unser Verstand scheint scheinbar nicht perfekt. Aber wie wir es im Zeugnis am Anfang von dem Gottesdienst gehört haben, wir dürfen dem im Verstand
Glauben, mit dem Verstand Gott anbeten und mit unserem Verstand Gott die Ehre geben. Und ich glaube, es macht uns demütig. Und es nimmt einem ein bisschen Wind aus den Segeln, wenn wir merken, wir können auch gewisse Sachen auf der Erde gar nicht ganz erklären. Nie ganz erfassen bis ins Detail. Und es ist mein Wunsch am heutigen Morgen, dass wenn Zweifel und Fragen in deinem und meinem Leben auftauchen, dass wir auf den Gott vertrauen können, der uns nicht Beweis liefert, aber uns an der Hand nimmt. Und dass das Vertrauen nicht einfach in ein Buch oder in eine Institution oder in eine Ortschaft liegt, sondern in eine lebendige Beziehung zu Gott. Und es ist eine Einladung, an ein paar Fragen weiterzudenken. Die werden nachher hier noch präsentiert, wo du kannst nachgehen. Vielleicht machst du auch ein Foto und nimmst deinen Alltag mit in deine stille Zeit nächste Woche. Hast du einen Ort, wo du deine Fragen stellen kannst? Und wo wäre es dran, bewusst Raum zu schaffen, um gewissen Fragen auch nachzugehen? Welche positiven und negativen Beispiele für einen veränderten Glauben kommen dir in den Sinn? Von deinem Leben, von deinem Umfeld? Und du kannst deine Spannungen und Fragen jetzt und jederzeit zu Gott ins Gebet bringen. Und da auch eine herzliche Einladung an dich. Es wird nachher die Möglichkeit geben, hinein zum Gebetsteam zu gehen und einen Segen abzuholen. Oder auch einfach mal anzugehen und zu sagen, hey, ich glaube, ich habe gerade den Eindruck, ich müsste irgendwie da sein. Und für dich beten zu lassen. Du hast auch die Möglichkeit, da vorne ein Abendmahl zu nehmen, wenn du merkst, hey, mal, das ist auch gerade dran. Du willst die symbolische Kraft, die vom Kreuz herkommt, auch in Anspruch nehmen. Und dich daran erinnern, was Jesus alles für dich gemacht hat. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, bist du der gute Gott. Und immer wieder kommen Phasen in unserem Leben, wo wir das bezweifeln. Wo Spannungen auftauchen, wo wir merken, es tut uns weh, es verreisst einem das Herz. Es gibt Leid auf dieser Welt und wir wissen nicht, wie damit umgehen. Und wir dürfen zu dir kommen, zu dem guten Gott, wo wir nicht alle Antworten werden bekommen, aber wo wir warm umarmt werden von dir. Und ich bitte dich, dass du am heutigen Morgen jedem Christ, jedem, der zweifelt, jeder Kirche auf der ganzen Welt genau das zeigst. Dass du an diesen Leuten dran bist. Und besonders dort, wo wir vielleicht nicht mehr mit Leuten unterwegs sind, wo Leute vielleicht auch der Kirche den Rücken gekehrt haben, dass wir einfach wissen, dass du dort noch dran bist. Und wir möchten beten für die Menschen, die Zweifel und Fragen am Glauben haben. Und dürfen wissen, dass du bei ihnen bist. Dass du versuchst, sie auch immer wieder an dein Herz zu ziehen. Und dafür danke ich dir, dass wir einfach darauf vertrauen, dass du grösser bist, besser bist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, bist du bei jedem Einzelnen von uns und zeigst uns, was gerade dran ist. Dass in diesem Moment und auch besonders in dieser Worship-Zeit, wo wir einfach deinen Namen anbeten dürfen. Und deine Grösse dürfen bestaunen, auch wenn wir nicht immer alles verstehen. Auch wenn wir manchmal denken, du dürftest noch ein bisschen grösser sein. Danke, bist du da. Amen.